Der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad ist gemeinsam mit dem Außenminister Abdullah Ahmed Badawi und weiteren Geschäftsleuten wegen Verhandlungen für 5 Tage nach China gereist. Heute besuchten die Gäste ein Forum, welches Chinas Seidenstraßenprojekt zum Thema hatte. Bereits kurze Zeit nach Mahathirs Ernennung zum Premierminister stoppte dieser das geplante Eisenbahnprojekt der chinesischen Regierung und kritisierte gerade heraus die Assimilationspolitik in Ostturkestan. Daraufhin ging die Beziehung beider Länder stark zurück. Die China-Reise soll nun eine Annäherung begünstigen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist für sein geplantes Gipfeltreffen mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin in einem gepanzerten Sonderzug in Wladiwostok angekommen. Wie Kim Jong-un dem TV-Kanal Rossiya 24 gegenüber eröffnet, erhofft der Staatsmann sich einen erfolgreichen Nutzen aus dem Treffen, denn man wolle mit Putin über die Probleme Koreas sowie die Beziehungen der beiden Staaten eingehend beraten. Dies ist der erste Besuch des nordkoreanischen Präsidenten in Russland. Unter dem Titel Gemeinsames Schild 2019 führen Usbekistan, die Türkei und Pakistan erstmalig ein gemeinsames militärisches Projekt aus, bei dem alle beteiligten Armeen der Länder von einem Austausch profitieren sollen. Zum Start der Zusammenarbeit hielt der stellvertretende Generalstabschef Shuhrat Ikramov eine Rede auf Türkisch und Persisch, in der er die türkischen Soldaten in dem Land ihrer Vorfahren willkommen hieß. Das gemeinsame Manöver werde den Zusammenhalt der 3 Länder enorm stärken, so Ikramov. Die Verfassungsänderungen in Ägypten, die dem Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mehr Machtbefugnisse ermöglichen, sind nun von offizieller Seite der EU heftig kritisiert worden. Das Referendum bietet al-Sisi die Gelegenheit, bis zum Jahr 2030 zu regieren. Ein Sprecher der Europäischen Kommission bewertet die Situation und erinnert Ägypten an die Wahrung internationaler und nationaler Absprachen, die eine unabhängige Rechtsstaatlichkeit sowie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantieren. Während der Konflikt zwischen der USA und der Türkei mit neuesten Drohungen, die Türkei aus dem F-35-Programm auszuschließen, weiter angeheizt wird, äußert sich Alexandre Mekki, CEO des Rosoboron-Exportkonzerns. Sollte sich die Türkei an den Konzern wenden, so werde man im Rahmen der Möglichkeit bei der Beschaffung von russischen Kriegsflugzeugen mit Rat zur Seite stehen.